Hallo, 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 guten Abend miteinander. Guten Abend, guten Tag. Es ist Samstag, Freitagnachmittag, 14 Uhr. Gestern Assassin's Creed Resynced, Assassin's Creed Black Flag Resynced rausgekommen. Es ist 2 Uhr nachmittags. Wir starten jetzt einfach. Gehen wir ein und genießen das Gespräch einfach. Ohne Musik im Hintergrund. Ich hoffe, dass der Ton passt. Es wird einfach wunderbar. Und fürs erste gleich mal, wir haben das Gespräch schon gestartet gehabt. Und natürlich ist da gleich mal erstmal das erste gleich Video gekommen. Das schauen wir jetzt einfach nur miteinander an. Nochmal. Und beginnt, ja. Ich speise einfach an. Und hallo YouTube. Willkommen. Ein schöner Ort, nicht wahr? Eine frische Meeresbrise, die warme Sonne. Dieser Strand gehört nur dir. Er existiert nicht in der Welt da draußen. Was du siehst, stammt aus der Vergangenheit. Deiner Vergangenheit. Einer deiner Vorfahren hat diesen Ort vor langer Zeit besucht und seine Erinnerung für immer in das Gewebe eurer DNA geschrieben. Animus Ego schaltet diese Erinnerungen frei, damit du sie spüren, durchstreifen und dich verbinden kannst. Wie Sandkörner, die als Felsen begannen, wurdest du von diesen vergangenen Leben geformt, zu dem, was du heute bist. Du wurdest belohnt. Deine Reise zur Achtsamkeit beginnt durch diese vererbten Erinnerungen für eine ganzheitliche Sichtweise auf das, was dich zu dir macht. Es werden neue Erinnerungsströme aktiviert. Befreie dich von Selbstzweifeln, Angst und Schwäche. Schenk dir das Selbstvertrauen, die Welt zu erobern. Folge dem Pfad. Wir treffen uns später. Willkommen im Dunkeln. Und damit haben wir uns das erste Video jetzt gerade schon angeschaut. Dann natürlich noch weitere Anleitungen. Ich bin gespannt. Black Flag ist einfach ein riesengeiles Gespräch. Und wir möchten das jetzt einfach mit einem Gespräch. Es landen natürlich auch dementsprechend auf YouTube. Natürlich dann auch zum Nachschauen. Für die Leute, die es natürlich verpassen. Ja. Ich mache jetzt noch kurz Apps fertig und dann starten wir direkt eine. Aber erstmal ein kräftiges Hallo an die Leute, die schon zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag heute schon gehabt. Dann ist alles wunderbar. Ich kann nicht schreiben. Geht sofort weiter. Können wir uns dann natürlich schon mal von uns mal ein wenig umschauen. Gehen wir natürlich eine in Black Flag Reset. So. Ja dann. Schwierigkeitsnormal, Schleichen normal. Ja, wir machen jetzt einfach alles so mal auf normal. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Festhalten!
Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Auf geht's. Okay, bevor wir anfangen, müssen wir kurz wegen der Grafik schauen. Wichtig. Grafik. Wo ist denn das überhaupt? Ja. Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Bring uns näher, Kenway. Wir versenken sie. Auf geht's. Feuer! Feuer! In eine gute Breitseite. Bereit! Alter, ist es geil. Feuer! Entkommt die Kanonenmänner! So geil. Feuer! Gebt ihnen alles, was wir haben! Diese Flotte kämpft bis zum Schluss! Auf geht's. Wir schießen diese Maßgabe! Auf geht's. Alter, das ist so geil, Alter. Feuer! 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 Jungs, Angriff. Bring uns näher, Kenway. Ja. Wir vers- Das Magazin! Es explodiert! Löscht die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Ist es gefährlich? Edward. Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens 2. Also gut. Nicht mehr als 2. Versprich es. Scheiß drauf!
Geil. Verdammt! Tiefluft. Ah, mit der Maus, okay. Das ist geil. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hol ich mir, Früchtchen. Folge mir und du stirbst! Auf geht's. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Wir könnten uns zusammentun. Ja, oder dieser. Das ist so geil. Ui, geil. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Geil. Dann noch ein bisschen plündern. Es ist so schön. Geil. Und da haben wir dabei. Da haben wir wieder dabei.
So, jetzt haben wir zuerst mal Karten um. Aussichtspunkte unentdeckt, Ruhen, Notenblätter, Geheimnisse. Ei. Oh, das gibt's auch wieder. Das ist noch eine Truhe. Haben wir Aussichtspunkt. Was wir Neues dabei haben. Hallo, guten Abend. Warum sagst du nichts? Warum ich nichts sag? Weil ich jetzt einfach Assassin's Creed Black Flag sagen möchte. Auf ganz entspannt. Aber schön, dass guten Abend. Guten Abend, guten Tag. Jeden sagt dann, ja, ich spiele auch nur. Ich genieße das jetzt, die Ruhe, genieße das Gespräch. War schade, das so. Oh, komm, machen wir unseren ersten Todessprung, bitte. Bleibt mir vom Leib! Geil! Oh, wie ich das vermisst. Du bist denn? Da, fast Piratenmuse, oder kriegen wir Copyright Strike. Ach, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Tut mir leid. Stimmt. Hätte ich machen müssen. Oh, geil. Gut, dass du da festdrücken kannst. Looten, looten, looten. So ist richtig. Und weiter geht's. Wo sind die Kisten? Was ist da hinten? Wie können wir da hin? Wart wieder vorbeigerannt. Hey. Ist geil. Video abspringen. Na. Aber ich finde schön, dass du jetzt da hast. Guck mal. Ich bin auch nicht gerade online, falls ihr reden möchtet oder so. Wegen ratschen möchtet. Das scheint... Ich verweile mehrere Tage bei meinem Führer Balam. Stellte ich
ihm allerlei Fragen und er tat dasselbe mit mir. Und all die Zeit wunderte ich mich, welches Schicksal er für mich geplant habe. Und dann endlich am 7. Tag fragte ich, was mir auf dem Herzen lag. Was wollt ihr von mir her, dass ihr mich so gefangen haltet? Daraufhin lachte Balan und entgegnete, ihr seid kein Gefangener, Weiser. Ihr könnt jederzeit abreisen. Sagt uns nur, wo wir euch absetzen sollen. Und so in unserer Macht liegt, bringen wir euch dorthin. Diese Antwort überrascht mich erst dann, erzählte mich, warum ihr mich dann mit solchen teuflischen Methoden herbrachten. Entführte gar. Darauf entgegnete er, mein Meister hat einen Templer zu Gaste und könnte inzwischen selbst eine ebensolcher sein. Den Männern darf man nicht so wertvolle Preis für euch anvertrauen. Haltet euch fern von denen, den sie suchen, nach dem Wissen, welches ist verborgen in eurem Verstand. Eure Träume, eure Erinnerungen, euer Ort, der euch einst hold war. Das Observatorium. Dieses Wort hatte ich in meinen Ohren, nachdem ich lange bereits früher gehört. In welche andere Erinnerung vor langer Zeit? Was wünscht ihr euch von mir her? Fragte ich. Wollt ihr euch Geheimnissen entreißen? Balam lächelte, ich würde sich nicht scheuen, doch ob ihr mitteilen mögt, in welchen eure Entscheidung, eure Geheimnisse gehört euch. Und nun ihr euch teilen. Wieder, ja. Schwierige Sprache, ne? Ich fülle gerade meinen Nudelvorrat an, aber ich schau gern zu. Danke dir. Nudelvorrat. Was gibt's für Nudeln? Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Genau, wo möchtest du hin? Ravioli mit Hackfleischfüllung habe ich gemacht. Oh, lecker. Das hört sich gut an. Er blutet. Wie sind das eigentlich mit Blut auf Twitch? Also, ich kann dir vielleicht mal vorher erklären. Ja, so schlimm ist es schon jetzt auch. Okay, wir müssen mal kurz googeln. Geht ja weiter. Passt, wir dürfen Blut zeugen. Auf geht's, weiter geht's. Vergiss, was ich sagte. Fangen wir von vorne an. Was? Was soll denn das jetzt?
Ach, warum bist du jetzt nicht weitergesprungen? Er verschwindet in den Schatten. Nee. Nein, was tust du denn? So, und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Oh, Essen hört sich gut an. Ich glaube, ich muss mal später noch ansteigen. Jetzt haben wir die Schwerter gezückt. Langsam glaube ich, du willst meine Hilfe gar nicht. Mein Geschäft dient einem höheren Zweck, als ein Dieb wie du jemals begreifen könnte. Ich hab dich gewarnt. Warum so gereizt? Hast du was zu verbergen? Wir müssen nicht kämpfen. Einigen wir uns. Elender Taschendieb! Ja, also. Ich möchte jetzt auch nicht gegen die Kämpfe, aber. Sieht schmerzhaft aus. Stirb, du Parasit! Können wir mir vielleicht einmal von der Wand weg, weil ich nichts sehe. Danke. Jetzt geh her, du alter Mann. Der erste Kampf. Nimm das! Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Das ist geil. Jetzt muss ich nur noch diesen Felsen wieder verlassen. Und wir schauen kurz auf Karten. Juli. Unterwasserkiste, Synchronisation. Ui. Dieser Schoner sollte ausreichen, wenn mir nur ein paar Mann der Crew bleiben würden. Genießt es. Wenn man überlegt, was ich heute schon gegessen habe, ein Butterbrezel und ein Backel Studentenfutter. Stimmt nicht, ein halbes Backel. Das haben wir mit den anderen durch. Ab geht's. Ich glaube, wenn wir mit das Gespräch jetzt noch gespielt haben, dann müssen wir in das alte Black Flag auch noch mehr anschauen. Das hilft nicht. Das ist einfach der Wahnsinn.
sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker und Vorräte aufzufischen. Bleibt hier! Stoppt sie! Nenn mir einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Gebt meinen Zucker! Gebt alles, was ihr wollt! Jo. Ja, wir brauchen wir mal auch. Hallo, hallo. Hallo. Moin. Tschüss. Ja, bleibt belegen. Moin. Gute Nacht. Weiß das wieder schief. Jo. Und dann Wayne. Und Wayne. Moin und tschüss. Wir haben das Pfeifer wieder. Warte, muss nur mit Pfeifer. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet. Das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was. Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ja, vorne hätte man die Haut noch Fisch gefangen. Ja. Was denn du noch? Der Schilling. Also. Sorry, aber ich muss was probieren jetzt. Achso, okay. Dieser Haustier. Ich habe natürlich nicht probiert, das Schildkröten zu töten. Das hat keiner gesehen. Weiter geht's. Ich verdanke es nicht euch, dass ich zurück bin. Zivilist. Das ist Duncans Verdienst. Willkommen an Bord, Duncan.
Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Falls es euch nichts ausmacht, könnt ihr sie selbst steuern. Mein Rudergänger und Quartiermeister befinden sich nämlich unter den Toten. Ja, ist klar. Ich sag dann, das ist gut miteinander. Ich fahr jetzt. Macht euch bereit. Die Spanier jagen gerne in Rudeln. Und wir wollen nach Havanna. Ahoi! Fühlt sich gut an. Wir setzen erst halbes Segel, um Fahrt aufzunehmen. Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Ho, 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 the boat comes out to sea. Da, 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 da. Anna, wie schaut's denn aus mit der Musik? Schaut's denn eigentlich aus mit den Chorden? Die übersehen? Nö. Bestimmt aber. Naja. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Auf, auf! Los, ihr Landratten! Bewegt euch! Ui. Für ein prächtiges Geschöpf. Lehsegel, nehmt so viel Wind, wie ihr könnt. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Ei, ei, Kapitan. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ne? Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Herrje. Welch widerlicher Anblick. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Schnuckerl. Platzer. Danke.
Holla, die Dame. Ihr kennt diese Hola. Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Ich sollte mir eine Klinge zulegen, Duncan, so wie du eine hast. Ein kleiner Dolch könnte zu mir passen. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Grüß dich. Aber der 800. Na, das hilft eh nicht. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Oh nicht, weiter geht's. Oh, Herr Jemine. Ich habe uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Endlich, auf geht's. Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Da ist die Schere. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt! That's right, Tortuga. Ist die Schere. Para! Para! Oh, er hat mich ausgeraubt. Oh, ich kann nicht Ich will dich nicht in den Hafen jagen. mehr. Ja, was hast du gerade am Messer gekauft, du Zipfel? Nicht mehr lange. Ich meine bloß. Also. Na. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Ich wollte Eine eigentlich. schwere Katze, Meister Bonnet. Das. Ja. Ach, schön war's. Note. Nein, du tust ja nicht sie. Okay, wir hören die später. Radio. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. So. Ah, habt ihr den Schuft erwischt? Ei. Und ich gebe eine Runde aus mit dem Geld, das ich bei ihm fand. Oh, wunderbar. Mein
Mein Schiff, mein Geldbeutel. Du hast mich schon zweimal gerettet, Duncan. Vergiss deine Haut nicht. Die habe ich auch gerettet. Also dreimal. Sehr gut. Gib den Weg frei! Ha, meine Güte, Havanna wird immer lebendiger. Und mit jedem Spaßvogel hier möchte ich mich dringender betrinken. Komm schon. Ah, das ist der Ort. Das Meer hat viel zu bieten, aber eine lebhafte Taverne lockt mich immer wieder an Land. Lebhaft, ja. Ich würde meine Angelegenheiten ja lieber in Ruhe erledigen. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser? Hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oi, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein vorlautes Maul, sonst stopf ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich habe ihn gewarnt. Geil, auf geht's. Einer Und noch. in die... Na kommt! Steckst ein, wie du austeilst. Bin ich blöd, oder? Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein! Perro Inglés! Augen auf, Hasenfüße! Ich hab mehr als genug getrunken, Jungs. Macht ohne mich weiter. Hoffentlich haben die Wachen Steed nicht geschnappt. Wo ist die Shit? Moin Jungs, hau der rein. Und mein Zucker. Das tut gut. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Ei. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich, lieber nicht. Verdammt. Horchen wir sie aus und holen meine Karten zurück. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Auf geht's. Ist alles für den Verkauf bereit. Der Zucker und so. Hola, Carlos. Schon gehört? Captain Mendoza ließ uns letzte Nacht die Waren des fetten Engländers konfiszieren. Ja, ich wurde informiert. Letzte Nacht, das war Der vor Captain 5 wird sie Minuten, nach der aber ist Erhängung okay, ja. inspizieren. Ich glaube, es gibt schon einen Käufer. Das ging schnell. Und wann ist die Hinrichtung? Die Glocke! Es geht los! Dieser Captain Mendoza will unsere Waren verschieben. Das geht nicht. Ich habe noch nie einer Erhängung beigewohnt. Barbarisch.
Wir schauen doch zu. Dieses Mal nicht, Kumpel. Du lässt dich besser nicht sehen. Dieser Pirat soll eines von Mendoza. Ober. Bei meiner letzten Hinrichtung wurde ein walisischer Scharfscherer gehängt. Hat den Kopf vom Hals gerissen. Doch darum geht es gar nicht. Ich bin wegen Captain Mendoza hier. Er drückt sich doch wohl nicht vor seinen Schulden, oder? Nein, nein. Der Mann auf der Plattform dort ist der Captain. Ah, dann kann die Vorführung beginnen. Für die Verbrechen der Fälschung, Brandstiftung, des Schmuggels, Diebstahls und Mordes, alles im Namen der Piraterie, wirst du, Samuel Corstock, zum Tode durch den Strang verurteilt. Hast du noch ein paar letzte Worte? Wie viele von euch erhoffte ich mir in der Karibik ein besseres Leben? Ich bin überzeugt. Verbreitet die Kunde, dass es für Piraten und Schmuggler in Havanna kein Pardon gibt. Are you pick up a drink? Ease off, man. Senor, ihr kommt wegen des Zuckers. Ich komme wegen eurer Schulden. Natürlich, Olan. Folgt mir. Genießt ihr eure Zeit in Das ist die Spezi. Ich bin nur hier, um Schulden einzutreiben. Ich habe Schulden. Ihr habt doch sicher Zeit für die Frauen. Eine Hinrichtung am Tag reicht zum Vergnügen. Man sagt, die beschlagnahmte Beute enthalte ein Selbst. Auch nicht der Jens jetzt, oder? Ja, gehen wir mal weiter, gell? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Doch wenn ihr noch mehr Sklaven habt. Das Castillo? Ich schleiche rein und hole meine Waren raus. Der war gut. Ja dann. Eine da. Affe da. Selbst wenn jemand ins Castillo eindringt, er käme nie lebend nach oben. Der Captain verlangt doppelte Wachen im oberen Lagerraum. Also machen wir das. Denk nicht drüber nach. Eben. Mein Zeug ist in der Nähe. Also. Geh mir her. Nein, nein! Ach, Kim. So, das super funktioniert. Ihr habt nichts mitgekriegt, gell? Also. Der Super Assassine wieder, das ist der Wahnsinn. So. Ah. Ach, Kim. Also wenn das jetzt funktioniert, das kann nicht funktionieren. Doch, das funktioniert.
Also ich dachte mir mal einen Brenn kaufen vielleicht. Und du bist ein bisschen ungünstig auf der Treppen gefallen. Ich dachte BG auch mal hin, aber die Treppen ist auch nicht genormt, also. Ich geh mir weiter, gell? Moin. Wir haben mehr Zucker, als wir euch schulden, das ist sicher. Möchtet ihr den Rest auch? Vielleicht. Ich interessiere mich mehr für das Kleinod, das ihr erwähnt habt. Zeigt mal. Es wird sicher verwahrt. Klären wir zunächst das mit dem Zucker. Dieser Mendoza hat einen Schlüssel, den ich gerne hätte. Ein Schlüssel. Mal sehen, ob er passt. Als ob das funktioniert hat. Fürs D wollte mir nur mal in der Umkleidung schauen. So, jetzt schauen wir mal kurz rein. Wo ist mein da schon? Meinen Kram habe ich. Nun muss ich es Bonnet beibringen. Ja, der hat ja jetzt nicht ich gehabt. Sorry. Ober. 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 So. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Ha, habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, Duncan. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. So, oben ist mir hier. Das war nicht mein Ziel, aber... Ui, da ist der Fall. Ja, wir machen jetzt mal mit der Quest weiter. Ich weiß nicht schon wieder so fein mal. Black ist so lang her. Aber Hey, ¿buscas problemas, amigo? los Problemos. Ich kann kein Spanisch nennen. Verkaufen. Wein. Ui.
Ja, okay, Probleme haben wir jetzt aktuell nicht. Vergleich. Das ist besser, ja. Der Gartenmantel. So. Ja, komm, brauchen wir jetzt noch nicht. Weiter geht's. Cuidado, señor. Kann irgendwie Musik aktivieren. Optionen. Ton. Musikhäufigkeit. Oh. Ja, weiter geht's. War ich schon mal. Na, war ich nicht. Na, war ich nicht. Gott sei Dank. Wow. Wow. Jetzt kommt Edward. So ist richtig. Okay. Wir jetzt schauen, dass wir dann jetzt dann gleich irgendwie mit dem Schiff fahren können, weil ich möchte wegen dem See haben. Eine Schatzsuche. Warum nicht? Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Merci. Merci. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Ja, deine Meinung. Me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Ich möchte nichts sagen, aber die Lärme ist mit dabei, der zu werden. Todos franceses e ingleses. Aber wie akzeptieren wir das, wie du bist? Problem. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woodes Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung? Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch
teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ihr habt meine besten 2 Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich 8, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Hört, hört. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Ihr solltet einen englischen Freund von... Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Exzellent. Magnifique. Guter Treffer. Wunderbar. Ein Meisterschütze, Duncan. Mit der Pistole so gut wie mit der Klinge, schätze ich. Mhm. Natürlich. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. 2 Klingen. So will es der Brauch, oui. Brauch, ei. Duncan, wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung, ist es nicht so? Meine Treu, ein cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von politischer. Magnifique. Oh, ist die schön, Alter. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Hieb! Ah, splendide. Gute Arbeit, Walpole. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls, doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib derzeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück.
Viel Glück, ja. Und die vielleicht umbringen? Nur so. Großmeister Torres! Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Increíble. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Interessant. Endlich beisammen und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden. Den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit 2 Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armeiasphäre sozusagen, ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr, keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald, denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Alles klar. Mir ist der Späti. Sonderbarer Bauplan. Verrückte Nacht in der Taverne. Das machen wir nicht. Wir hören uns erstmal den nächsten Aussichtspunkt. Singular. Muy, muy singular. F1 ist das Shop. Das ist. Alter, was ist denn das schon wieder?
Ich möchte dieses seltsame Diagramm näher betrachten. Majadero impertinente, Ganapan. Okay. ¿Ha perdido la razón? Tranquilícese. Gehen wir da jetzt ab? Oder nicht gar nicht. Okay, dann geht's weiter. Wieder so diese Kisten. Serio? Drink and gamble all you want, but don't forget to please your first mate. Mhm. Mitgemacht. I know. ¿Ha perdido el juicio por completo? Ich handle nur mit Schiffskapitän. Ja, ich habe noch kein Schiff mehr, jetzt warte wieder mal. ¿Se ha dado un golpe en la cabeza? So, weiter geht's. Ja, genau. Das braucht Zeigen wir hier was Toast. Immer das gleiche. Nee. Schauen wir mal. Nicht ist. So. Klinge des Lichtdieners. Blackbeards blutrotes Schwert. Okay. Cool. Montur. Also wir haben natürlich das alles schon wieder. Ja, ist geil, aber ich verstehe, das schaut überhaupt nicht schön aus. Ja, das ist Ding, aber naja. Grafiktechnisch, also technisch gesehen, also ja, müssen wir es erklären. Sie ist grafisch hochwertiger quasi. Es ist schöner quasi. Von der Spielewelt her quasi. Ja. Vom Spielsinn. Ich weiß nicht, bin ich ein wenig unentschlossen. Ne? Wir nehmen jetzt so die wilden Sachen wieder, weil mögen wir natürlich nicht cheaten. Sondern wir spielen mit den richtigen Sachen, so wie es vorgegeben ist.
kann bestimmt, ich weiß, ich muss mir vielleicht noch mal ein bisschen Zeit nehmen, um Grafik noch mal ein bisschen live zu stellen. In Ruhe. Ganz schön hungrig, was? Boah. Sorry, aber du bist im Weg gestanden. Also grafiktechnisch. Also ja, wir haben auch ein bisschen entstanden, aber ich weiß nicht, wann ist das rausgekommen? Ja, doch. Aber Du? Schon wieder? ja, Hast du noch ein Zimmer? Ich kann zahlen. Was? Und noch eine Schlägerei riskieren? Raus mit dir! Dein Verlust, Kumpel. Ich finde schon etwas Privatsphäre. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Für Halunken wie dich gibt's hier auch keinen Platz, was? Ja. Wir schauen. Jetzt auch noch mal schauen, wenn quasi die ersten richtigen Unterwasser-Szenen quasi kommen, wie die ausschaut. Und das könnte der Schlüssel zu meinem Glück sein. Dein Geld ist bei uns Frauen aus dem Norden viel wert. Möglich, aber es ist dennoch ein stolzer Preis. Feilschen wir nicht, sondern kommen zur Sache. ja, gleich die. Alter, die hier bin. Dame auf Kirche oder Englisch da. Boah, ich kann keine Dame nicht. Jetzt bin Ich hätte gespannt. Lust auf ein Spielchen. Ja, erklären wir es einmal. Ja. Ja. Aha. Okay. Ja, nicht Dame. Was war das? Ja, gehen wir wieder her. Das kann jetzt wahrscheinlich eine Zeit dauern. Bis der erste seinen Zug macht. Wenn ich so daher von kann er Schlung, wenn ich da drüber von kann er Schlung. Wenn ich so vor nicht. Ja. Na klar, na klar. Und so fängt es an. Ich fahr da her, er schluckt mich, ich fahr da her, er schluckt mich, ich fahr da her, er schluckt mich, ich fahr mal da hin.
Von daher, er schluckt mich. Von daher, er schluckt mich. Von daher, er schluckt mich. Von daher, er tut da hier. Ich kann er nicht schlagen. Doch, ich kann ihn schon schlagen. Aber ich kann mich da nicht schlagen. Nicht schlecht. Mhm. Mein Aber Vorteil. ich kann es so machen. Ich von da hin, er von da hin. Ich von da hin. Schlecht. Ich von da hin. Das nehme ich. Jo. Verdammt mich. Und ihr. Ich war da hier erschlucken. Das ist immer noch. Muss er mit Sicherheit bringen. So, trotzdem, dass er jetzt durchfährt, ja. Das ist schlecht. Fast beide. Bedauerlich. Ja, ich weiß. I know. Nein! Netter Zug. Ja, egal. So. Den kannst du haben. Ja, ich weiß. Hab nicht aufpasst. Ich war da hier, du drüber. Ich war da hier auch drüber, ich war da hier drüber. Das ist alles Kacke. Wieder bewegen wir in einen anderen Stor. Macht es mir nicht zu leicht. Ja. Super. Ich war da hier drinnen, da wieder. Ach Mann. Es ist alles Kacke. Nein! Wird Abbrecher. Ich kann den Sieg schon riechen. Das Ja. ist das Letzte, was ihr kriegt. Ach Mann. Bitte bewegt noch nicht. Wichser. Ich war hier drüber. Nein. Verdammt mich. Perfekt. Nee. Oh, nö. Jetzt haben wir mal ordentlich gestellt. Jetzt ist dann.
Einer für mich. Ach, zum Glück. Ja, jetzt passiert das gerade aktuell nicht so viel, aber das gehört auch dazu. Oh, du kannst nicht zurückfahren, gell? Du musst hier. Jo. Nein! Netter Mensch. Nö, nö. Nö, nö, nö. So ist richtig. Das ist ja smart. Oh, das dauert ja ewig. Ist ja nicht so, als wäre die KI ja schlau. Verdoi ist schlecht, Verdoi ist schlecht, Verdoi ist schlecht, Verdoi ist schlecht. Oh, Alter. Ja, okay. Okay, wie cool, dass sie sowas eingebaut haben. Okay, das dauert jetzt wirklich zu lang dauert. Unentschieden, Alter. Ich weiß das erste Mal Dame. Ich hab unentschieden. Das ist bestimmt die langweiligste Runde, wenn es so lang gehen wird. Achso, da trinkt mich die nicht. Oder. Ja. Also ich bin mit der Steuerung noch nicht so ganz warm. So. Weiter geht's. Ah, Duncan. Ist die. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Bonnet. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz.
So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, sin duda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ei, das war der Plan. Es ist zu ruhig. Ich mag diesen Weg nicht, Horus. Zu ungedeckt. Hier stimmt was nicht. Bleibt bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Assassinen! Malediktion! Schützt den Weisen! Proteged al sabio, vamos! Schützt den Gouverneur! Zur Residenz des Gouverneurs, schnell! Achtet auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. Mit den Waffen, also mit dem Kampfstil noch nicht so ganz klar passen. Also, wir sind jetzt los. Müsst jetzt mal langsam was ziehen. Assassin! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Wir nähern uns der Gouverneursresidenz! Ja. Ist noch einer. Hat sie das sinnlos da oben gerannt oder wie? Okay. Noch eine Welle! Zu den Waffen! Schützt den Weisen! Sammelt euch! Nochmal. Ja, es macht Spaß. Aber
Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Weiter geht's. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Oh, bitte nicht. Oh nicht. Ha! Du kannst nirgendwo hin. Schon mal ausgepeitscht worden, Junge? Die haben mich nie erwischt. Hab ich dich. Ich hab endlich mal pariert. Das funktioniert. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. So ist zum Herzen. So viel Mühe für das bisschen? Herrgott. Die ganzen Brüder abgeschlachtet. Warte, ich muss ja nochmal ganz einfach. Edward, bin nicht. Weiter geht's. Weiter. Du bist richtig. Ist dann direkt.